Eli, An? mir beschwatzen haut ein Thema, wo man so viel Feedback vubause kruten, dass dat sech alles getoppt huet, wat man bis do gesinn hunn. Zwar will man haut iwwer Trauer schwatzen. Also du wat dir bereet, er deels traurig an deels aber auch ermutigend Erfahrungen mat deis zu deelen an dafür so erch vielmals Merci für neuen bestärktet Eis doranner, dass man da vielleicht net ganz donierwend leiie mat dem Sujet. An dofir den Elia Neger is haut ze Summe gesat, fir Erfahrungen mat Eisen zu kombinieren, anzugucken, dass man mat dem Thema auch weiterhin können ëmgoen. Eli lo hun du an nech aufgeschwart, dass man haut Safe Words wëlle fastlehen tschent Eis zwee. Kannst du enke ganz kurz erklären, wo Safe Words u sech hier kommen, a wie wat die sinnvoll sinn? Ja, also ein Safe Word, das ein Wort, was den benutzt für einem zu sagen, dass das durchgeht, das stoppers. Also sich für eine persönliche Grenze zu setzen. Die kann ich nach verschiedenen Kontexten benutzen, zum Beispiel an einem sexuellen Kontext, wenn ihr nicht unbedingt Lust habt, lang zu erklären, für was ihr etwas nicht will, mich just für können zu sagen, hey, das geht nur durch. Das kann aber auch an einem mehr emotionalen Kontext sein, wie das, was man vielleicht auch beschwätzen werden. Wann dem ein Thema geht, was vielleicht mehr kompliziert ist. Genau, an obwohl den Ilianischer als Lo Martinen präpariert hun an et eis als Team wischt das sowieso Grenzen zu respektiere kann net auch mal sinn da se ohne ze wëlle vielleicht mal eng vorstellt, die dem anderen dann aber grad dem Moment zu viel ist, sondern as dem anderen sehr gut racht eben zu so ich will dat net an dafür sind dann die wir da du ganz wertvoll. Kannst du mir verroten, wat dein Safe Word aus für Haut? Schon mal haut ganz einfach gemacht an Schwellen rot. Verrätst mal auch für wartet grad rot aus wo könnt dat hier Rot, weil er den Farbe, die normalerweise ein Gefahr durchstellt, ob das nur in der Natur, also da aber auch am Verkehr, bei einer roter Lut zum Beispiel. Und ich fand, das ein Safe Word, weil er sich gut verhält und weil er noch ziemlich sehr suchen kann. Das klingt ganz plausibel fand ich. Es und meint noch ich werde aber recht mir spät verroden für wartet dat aus meint aus Pizza. Okay, du kriegst direkt Hunger. Naja, du kennt ja noch direkt Hunger krähen mit dass man denker bis mit trauriger Erfahrungen verbunden die mich aber ganz viel gelehrt hat wie gesagt du kommen wir dann mir später zu dummer wäre man dann eigentlich bereit für Last zu lehren aber weil dir als okay Safe Word nennen könnt weil man ja gerade nicht hören sie ihr stößt nach immer Lastlehe gesucht die hat absolut recht die volle Scheu an ihrem Rhythmus zu lauschen aber nicht erstmal ein zu viel geht dann hat ja immer de Meier op Paus zu drücken vielleicht will ich mich spät ein ran zu lauschen also dafür lauscht ob ihr selber bei der Haier vollisch an ob Eis von der Welt bis direkt Datei ass Mayway Sex. Mir schwätzen allzwietwoch iwwer den aner Thema zu Sexualität. Vun wéi de Kierper funktionéiert, iwwer Bezeungen bis hin zu Sachspraktiken. Maybe Sex der Podcast für all Mensch mat einen Kierper. Wenn Theologer gesot, die das ganz fleißig auf viel an ehrlich geantwortet, du hummer dann direkt mal eng 12 oder 2 Zwillen, die man will Hölle für zu starten. Mir hatten erst ganz einfach gefroht, ob dir irgendwann schon en kann ihrem lebende Mensch verloren hat. Du hun 88% ugin das hinnen dat tatsächlich schon geschieht aus an 12% von ugin das hinnen dat noch nicht geschieht aus. Lo kann ich vielleicht auf dieser Platz auch verroden, dass als Nullaustra als Statistiken zu folgen oft mit 20 sind. Und dann sto schon mal zu drüber nachgedacht, dass das jo nach einem relativ jungen Alter ist und dass du aber dann scheinbar bei vielen Leuten schon viel Verluste mit dabei waren. Das heißt schon viel potenziell allen Erfahrungen, mir auch viel Lehrprozesse. Eli, wie ist das bei dir? Kannst du dich und die echt Erfahrung an dem Kontext erinnern? Schon ein bisschen nur gedurcht an die erste Erfahrung, das war sich kein Mensch, aber das war den Hund, den wir hatten. Schon der gewählt, weil das wirklich die erste Kehr war, wo ich auch mehr stark Trauer gespürt habe. Dafür drohen aus meinem Urgroßmann verstorben, aber mit der war ich nie so nah und ich war noch ein kleiner Kind. Und schon da so halb matt gekriegt war auch ziemlich erstaunt, dass ich da nicht mehr traurig war. Wo mein Hund gestorben ist, das war ein Hund, den hat mich meine ganze Kindheit mit begleitet. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, wo mein Papa in Aschläfer gegangen ist. War ich am Lycée, ich war in der Klasse und das hat mich auch da
irgendwie noch mit beschäftigt. Und für mich war das ein bisschen symbolisch, so wie von meinem Kategorie war wir. Ich war da so die 12, 13 und schon mal gedacht, okay, lass den Hund nicht mehr da, lass ihn nicht aufwuchsen. Was ich definitiv an dem Moment noch nicht war. Nee, das, ja. Mit das effektiv also kam der de ganz ausschneidend erliefne Szenen an nicht fannen ob dat lo sich der bezieht oder ob Mönsch dat gilt gut nicht vorbausen irgendwie zu jugieren dass hier dem Moment dat was du so spielst und dat kann ich ganz gut nur vollzählen dann schon auch direkt in als Tattoo-Sendung erinnert die man gemacht haben, wo ihr effektiv sowohl Kelly wie sei Gast an der Sendung auch darüber geschwar und dass ein Teil von ihrer Trauerbewältigung die war dass sie Tattooen nun die Materie wollteschen hin zu den hun der wir dann aufruhen oder nur hacken wat den echte Mönch war also der Niefdinger Urgroßmam wo dat viel präsent für dich gouf Den echte Mensch, wo viel mehr präsent war, wo ich auch schon auf Wurse war, also sicher auf Wurse war, das war, wo meine Mom verstorben ist. Das war noch nicht, weil den riesen Schock war, weil sie so lange krank war. Das heißt, du kennst die so, dass ich mich irgendwie konnte darüber viel bereden. Ich meine, ob so etwas kann ich sich nie ganz viel bereden. Und das war auch die erste Kehr, wo ich gemerkt habe, dass der ganze Trauerprozess, den noch an den Büchern, der Literatur und an der Wissenschaft beschrieben wird, durchmachen. du hast lo von der Vierberedung gespart ich meine du werd immer definitiv auch nach Drop agoen also auch weil das Bücher lo erwähnt hast so wie viel Hölle kann ihn aus so Sachen sehen wie viel aus dat einfach von denen individuellsten Prozesse die es gibt am Leben also du werd immer ganz sicher nach Drop agoen wann du willst können wir an Cour de route du nach ein Drobago ich fand gerade auch von net Menschen sind die nur aus der Familie dabei sind aus dat für mich auch nach ein mir wichtig du Grenzen anzuhalten also der Tisch von du nach Sache willst beifügen da sind ich ganz over das ist ein ganz starker Kontrast was du gesucht hast zu Menge Erfahrung bei mir ist es so dass es einfach Dealer von der Familie gehen die ich zum Beispiel nicht kennen der Tisch du sind Leute verstorben die ich gut nicht kann tun aber mir war den echte Verlust ein Mensch der für als Sans-Abri zuletzt auf der Straße gelebt wird den du an einem soziale Projekt drauf war an einer WG auf einem Bauernhof weil mein Papa in dem Kontext geschafft hat an mir hun großen Teil von den Leuten die du gewohnt kannt weil mir als Kanner eben mal mitgegangen sind wo du gehecht huet wär von den Männer du gestorben den einfach mir mein Slave mal das war mir du hinkommen sehen ja war dat für mich mengenisch am ähnlichen Alter ich war ein bisschen mehr jung wie du bei dem Hund an dat war auch so etwas sind das Mensch nämlich du etwas den noch ganz vieles nicht wo kennt die lo sehen für war das dat lo so ja du nicht dat die erste Kirche gespielt konntet wirklich noch nicht aussortieren an hat wenig Tools also ich habe Menschen rundrümmisch die man darüber geschwar mir etwa einen von denen ungreifbarsten Sachen dem Moment also von der Sterfruhen Eli mir wissen ja auch dass Trauer zu Summenhänge kam hat ganz vielen verschiedenen Zucht von Doter du hast so gesagt bei deiner Mom du hast gewusst dass da du ein Konsequenz wäre die kommen kennt mischt dat der letztlich so viel in Unterschied wann net net plötzlich ass da sie wies dat leider ein Krankheit viel verstehst du wat ich meine mat der froh Ja, ich meine, das ist ganz individuell und du gibt ganz viele verschiedene Menschen, die ganz verschieden darüber reagieren. Bei mir war es definitiv nicht mehr einfach, weil immer noch die Unsicherheit da war. Das ist ein Mensch, der krank ist, das ist ein Mensch, der auf Spital ist, wo dann Doktoren sich auch immer kümmern, wo das medizinische Personal sich immer kümmert. Und dann immer noch ich für die Hoffnung, oder das wird schon rum, oder das geht vielleicht besser. Das wird noch nicht definiert geschieht. Das heißt, kann ich sich vielleicht irgendwie darauf vorbereiten, aber die Vorbereitung ist immer noch etwas Rationelles.
ob das emotional, ob das gefühlsmäßig, das Gefühlswelt kann ich sich nicht richtig vorbereiten. Besonders wenn das vielleicht die erste Kehr ist, wo ihn so ein Trauerwert versperren. Also ich muss ehrlich sagen, dafür hat nicht direkt nur gefragt. Mir hat das kurz einen Stach an den Mo verursacht, weil ich das nicht wusste. Aber wenn ihn die Informationen kriegt, ja, da probiert das irgendwie anzusortieren. Ich finde Gefühl, dass es bei Trauer oder bei dem, was andere Leute erlebt und oft darum geht, du kriegst eine Information und du probierst, die anzuordnen, für richtig zu reagieren. Ich frage mich aber, ob das nicht ganz oft ein Trugschluss ist, mit dem Ansortieren. Wenn ich mal da so will, dass du es mir der Dolo gesagt, da kann jeder von uns sicherlich Leute, die eher Familienmembern oder Kollegen haben, die so zu so und Alter gestorben sind. Und Heinz, du kriegst also die Information, okay, mein Großmam war 95, so mal. Du kriegst die Information und du sortierst die an die Köst von, okay, es war halbwegs prävisibel, dass der Mensch geht. Mir ich fand, dummer das Sache ja nicht geklärt und das schmälert die Trauer von den Gegenüber nicht. Verpasst den Heinz du den Moment, weil ihr selber probiert, Informationen anzusortieren für den anderen vielleicht zu fragen, das hätte ich auch bei dir sollen machen, nämlich einfach zu fragen, wie viel sich das Haut an. Also es ist schwer darüber zu schwatzen. Ich will auf die Frage eingehen, wollte ich ja kurz unseren Nulllästerinnen und Nullläster erklären, was von der Wissenschaft hier die 5 Etappen sind, durch die ich gehen kann. Das ist aber wichtig zu sagen, dass nicht alle Menschen, die trauert, unbedingt durch die 5 Etappen geht und die auch können an einer komplett verschiedenen Reihenfolge kommen. Das heißt, es gibt keinen normalen Weg zu trauern und es gibt keinen anormalen oder falschen Weg zu trauern. Aber die Etappe, wie sie mal beschrieben gehen, ist, dass die erst in den Jahren, also der sich sieht, das kann nicht sein, das ist einfach nicht der Fall, die Person ist nicht fort, sie ist noch richtig wo da, dann kommen oft Gefühle von Wut an Roserei ab. Und das ist oft eine Roserei, die mit Ungerechtigkeit zu tun hat, für was dem Mensch, das ist aber unfair, dem Mensch war noch nicht alt genug oder den hat noch keine weiterleben, den hat keine so viel Erfahrungen machen und so viele Sachen erreichen oder noch bei so vielen Sachen dabei sind, dann könnt, was den auf Englisch Bargaining nennt, das heißt, probieren, einen Sinn draus zu machen, okay, die Person ist so fort, mir was wir wollen, oder was hätte ich vielleicht können machen, für das nicht geschieht wir, oder für was das der Person geschieht und nicht einer anderen, vielleicht wären andere Leute, die das echt verdient hatten, wie die Person, wo ich wirklich probiere, die Sinn draus zu machen, was nicht immer ganz logisch ist, weil da eine Emotion ist, die ganz normal ist, dann schwätze sie oft von Depression. Lo muss ich aber wirklich, also das ist mal wichtig zu sagen, dass es ganz normal ist, von den traurig ist, sich auch traurig zu fühlen. Und das ist ganz normal, du dich zu haben, wo es nicht gut geht, wo ihr vielleicht keinen also wo ihr eine Antriebslosigkeit hat, wo ihr keine Lust habt, aus dem Bett zu gehen oder Leute zu sehen, wo ihr zu viel schläft oder nicht genug schläft, zu viel oder nicht genug Appetit hat. Das heißt aber nicht, dass ihr an einer richtigen Depression ist. Es geht sich von einer pathologischen Trauer geschwärzt von in über 6 Monaten an der depressiven Phase ist. Auch du kann ich sagen, da sind du mal da verstanden oder nicht. Ich erlaube mir, mehr lang oder mal lang traurig zu sein. Die 6 Monate, meiner Meinung nach, sind noch enger dabei für dann zu entscheiden, kann ich Medikamente verschreiben oder kann ich mal so selbstsicher gehen oder nicht. Mir nicht unbedingt etwas, wo, okay, ist die aber schon 7 Monate traurig, das ist nicht mehr normal. Und dann den letzten Schritt, die letzte Etappe, das ist die Akzeptanz. Das ist, wo ich sich wirklich sagen kann, okay, es sind halt so traurig, aber das ist einfach so, das ist ein Teil vom Leben, ich akzeptiere das. Und ich muss aber irgendwie weitermachen und die Person hat mich auch gewollt, dass ich trotzdem mein Leben weitermache, also nicht an der Trauer so hängen bleiben, dass sie mich komplett an meinem Alltag an meinen Lebensplan komplett blockiert. Und ich ging so,
Es sind für allem an der Akzeptanz, kommen aber auch ob die anderen Schritte, ob die anderen Emotionen heinst du zurück. Also das ist wirklich kein linearer Prozess und das hängt auch ein bisschen davon ab, wie es sich gerade fühlt und durch welche Lebensphasen die gerade geht. A genau dat ass okay mënschlech an weil fir run Terme benutzt huet vu anormal dat ass normal. Ichkréien aktuell viel Leiit mat die sech gegenseitig bewerten an ihrer Trauer an ech fannnen dat ganz schwierig an net okay. Natürlich kann ich, wann ich gemerkt eng Person as lo zum Beispiel depressiv an dem Ausmus, was du lo beschrieben hast, dass da seht, ich will der Hölle finden und ich will dich froh, wie geht es da, da willst du aus dem Zustand raus, kann ich deine Hand gehen, das ist die Möglichkeit, mir ich fand nicht, dass ich engem zu so hört, hey, dass du so lange hier, du hörst, du gefällst, du am Du zu stohlen. Aber leider ist da war etwas Gefühl und das noch relativ oft geschieht. Ich wollte nach ob die 7 Mains kommen oder ob die 6 Main, die du genannt hast. Ich fand das ein ganz gruselige Nebeneffekt. Leider sind das ganz persönliche Prozesse, die aber auch an Zusammenhang mit Doktrin auf jeden Fall der Krankenkäse sind. Und ich merke ganz oft, dass Sachen muss gemacht gehen, für dass du Berechtigung hast, Geld von der Krankenkäse zurückzukriegen. Und ich fand auf der einen Seite nachvollziehbar, dass du Sachen muss reglementiert sind und auf der anderen Seite fand ich die immens schwierig anzuschätzen, wo setzt du dann dort Grenz, wer Zuelen, wer Museinheiten hältst du. Und das ist durchaus diskutabel. Dann hast du auch die verschiedene Phasen von der Trauer beschrieben. Du hast ganz viel interessante Antworten auch von unseren Nullausstrerinnen und Nullausstrer gekriegt. Und, das muss ich auch an dieser Platz betonen, die darf das ja immer kritisieren, die macht das leider relativ seelen, als hilft da mir freuen als auch von da ist kritisiert, da mir gut in eine Kritik geschrieben, weltfroh bei Instagram von unserer Seite aus gelaut wird, halt Trauer irgendwann ab. Und dann hat eine Person als geschrieben, ich fand ja froh, so ist immer cool, mit die du froh als nicht zutreffend, weil Trauer halt nie ab. Und ich meine, kann den du schon ein bisschen erklären mit dem, was du gesagt hast. Ich meine, dass die groß froh, wehen die Phasen, die bei Jidrang im Denken nicht vorhanden sind, wehen die Phase nennt. Ob ihn einfach sieht, wir nennen den ganzen Prozess Leben lang Trauer oder ob man die Phasen neu nehmen gehen. Und ich fand auch, du sollst jeder Freiheit tun, die Phasen so zu benennen, wie sie will. Und schon in Ote, also ist eine von den Personen, denen das hilft, viel zum Thema zu lesen. Schon in Ote, der will ich ja schon Herz lesen, also ein Deutschsprachiger, das ist ein Stroger Willemsen, der meiner Auffassung nur genial Sachen über den Tod geschrieben hat, leider viel zu früh selber gestorben ist. Ich meine, das für 3 Jahre, am Alter von 52 Jahren gestorben. Man hat ein Buch geschrieben, das heißt Der Knacks. Ich wollte erst einen ganz kurzen Satz vorlesen. Es geht den Verlust von seinem Pap an dem Moment, wo jemand 15 Jahre gewürgt, dass der Pap verstorben ist. Und er kommt dann zu Hause ran und seine Mom steht bei der Garderobe und sagt, der Vater ist tot. Und da schreibt Roger Willemsen, dieser Moment hatte ein langes Leben. Also aus meiner Sicht passt das relativ gut zu dem, was man heute noch so Werte beschwätzen. Einfach, dass das der Moment ist, den lang dauert, den sich wiederhält, den sich verändert. Weil ich meine, dass eine Erfahrung, Sommer, wenn du da nicht gesagt hast, das ist meine Auffassung eine Erfahrung, die kriegst du nicht mehr rückgängig gemacht. Das stimmt. Ich meine, das ist etwas, was geschieht, weil ich noch richtig akzeptieren muss. Ich muss noch ganz kurz so sie komplett mit verstehen, was die 6 Main Timeline angeht. Nur ist es aber so, dass eine Trauer auch kann pathologisch gehen. Das ist normalerweise der Fall, wenn ihr wirklich nicht mehr selber von sich aus daraus könnt und nicht mehr mit seinem vierten Leben kann weitermachen. Der Tisch, der sich daheim isoliert zum Beispiel, der den nicht fertig bringt. Die Sachen, die ihn und die Person erinnern, irgendwo hinzuraumen. Der Tisch will nicht, dass er nicht ein Foto dazu holen oder auch noch Sachen, die vielleicht zusammen benutzt wird, die er weiter benutzen mehr. Wenn ihn einfach nur ganz zimmern, so lässt, wie sie waren, und dann, okay, es wo ihr Lunch geht, vielleicht mit Kreischen und nicht fertig bringt, aus der Trauer rauszukommen.
dann ass méger Meinung no awer wichtig sech medizinisch an oder psychologisch Hëlf ze sichern, weil du ginn awer Leiit, die engem dabei hëlfe kënne. Lo hast awer so an ich fand dat wüste ganz schön mat dingem Zitat verbildlecht, och wann ihr trauert, ginnet ganz viel verschiedene Artweisen zu trauern an muss ich net allein trauern. An awer der we net, weil also bei Instagram ich mengen die aller hefest Antwort op wéi trauerst du war allein ich machen mat mir aus. Ich brauch den Moment, an dem ich mich kurz wasch sperre kann. Ich will mich zurückziehen. Also das war schon ganz auffällig, dass ganz viele Leute gesagt haben, sie geben den Moment von der Solitude brauchen. Das, wie du siehst, ab dem Moment, wo die Solitude sich so weit zieht, dass sie nie mehr oder zu lang keinen Kontakt hat. Das ist natürlich froh, wenn nicht mehr halt zu lang. Aber ich meine, das muss ich spüren. Also ich meine, das muss ich spüren, und der will auch aus sich rausspüren. Und ich betone das halt so, dass das so oft geantwortet geht, weil zu Lützeburg und ich denke an Europa auf viele Plätze ist es noch so, dass es natürlich auch den anderen Extrem gibt, nämlich das kollektiv trauern. Und das sind zwei Phänomene. Ich meine nicht, dass du dich für das eine oder das andere muss entscheiden, aber ich fand, dass das Freiheit soll zu sagen, wenigstens was machen willst. Was denkst du über den Aspekt von der kollektiver Trauer, den natürlich extrem groß ist? Wenn ich schon kollektiv Trauer denke, dann denke ich schon Rituale, die in verschiedenen Gesellschaften gemacht gehen. Wie zum Beispiel halt zu Lützeburg, wo oft von den stirbt, dann in Begriffnis ist, was mehr oder weniger religiös ist. Da gehen doch Leute, die sich lieber verbrennen lassen, gehen auch Leute, die sich gern am Busch begraben lassen. Wenn ich nun kollektiv Trauer denkt, dann kann ich noch an kollektiv Trauerstätten denken, die zum Beispiel nur einem traumatischen oder gewaltvollen Akt geschieht sind, ob das ein Krieg war, an den Kriegsdenkmal ist, wo neben drauf stehen, oder in Kirche Marzaluten, oder auch in Mahnmal oder in Erinnerungsmal, eine Erinnerungsstätte, wie das zum Beispiel zu New York der Fall ist, ob der Platz, wo die Fliegerinnen und Twin Towers geflogen sind beim 9/11-Evenement, wo ich noch local hingehe, wo ein Museum ist, wo etwas auf eine künstlerische Art und Weise ausgedrückt ist und wo ich dann vielleicht auch etwas Bestimmtes spüren kann. Das Beispiel, was mal am präsentesten ist und was mich persönlich am meisten mitgeholt hat oder betroffen hat, das war definitiv die Yad Vashem Trauermal zu Jerusalem, was gemischt zwischen etwas Architekturales ist, eine Erinnerungsstätte mit Nim, aber auch etwas Künstlerisches, wo nicht immer alles explizit ist, wo ich viel kann dran interpretieren und auch dran fühlen. In der Hinsicht fand ich schon, dass so Gedenkstätten können niemals wichtig sein. Ich weiß aber nicht, ob sie jederin nämlich ausschwätzen. Also ich war auch zu Yad Vashem und ich muss zum Beispiel da so es war eine ganz spannende, wichtige Auseinandersetzung, die da stattfand. Ich hatte da die Probleme, den ich auch bei ganz privaten Begriffnissen habe. Das ist ja Gott sei Dank eine Gedenkstätte, wo viele Leute hingehen, viele Auseinandersetzungen mit der Geschichte tun. Aber dem Moment, wo ich da war, das war am Herbstsommer, waren so viele Leute da, dass ich für mich so das Gefühl hatte, dass die Ruhe, die ich für mich dran gebraucht habe, für zu begreifen, was unter den Wand steht. Schon die Stille an mir nicht hingekriegt. Ich war schrecklich nervös. Ich habe mich ehrlich gesagt am liebsten in so einen Case-Glock gesagt und gesagt, hey Leute, ich will mich da mit auseinandersetzen. Mir war nicht gift, sieht mir ruhig, sieht mir los, halt auch mit ihren Handy in heute ganzen Zeit Souvenirs-Fotos zu machen. Das ist nicht das Richtige. Dann habe ich gemerkt, ich schon die anderen bewährt und habe mich unfair behandelt gefühlt sozusagen. Dann habe ich gedacht, da gehe ich einen Schritt zurück. Geh vielleicht auch für dir, und da siehst du da weh und du guckst den mit anderen Leuten
sich zu koordinieren und ich fand nicht auch das, was bei Begriffnisse eine Rolle spielt. Wenn ihr stirbt, geht es oft zu Lützeburg ja darum, der Mensch stirbt, dann muss innerhalb von einer gewissen Zeit müssen begraben gehen oder angeäschert gehen. Und das heißt, du bist, es geschieht etwas und du musst direkt am Kollektiv Sachen klären und den Zusammenstoß mit anderen Trauernden als relativ frei. Und es gibt Leute, denen kann das helfen. Und es gibt Leute, für die ist das am Kollektiv viel zu viel Chaos am Anfang. Ich meine, ich war in meinem Leben auf einem Menschen Begriffnis und das war letztes Jahr die erste Kehr. Und du hatte mal die Situation, dass mein Vater an Krebs gestorben ist. Und du gibt viel hin und her zwischen denen, die hier nämlich Adi konnte suchen, zwischen denen, die vielleicht sogar Streit mit ihr hatte. Mein Bumi war dazwischen durchgenehen und traurig, weil sie gemerkt hat, mein Vater gibt angeäschert, während mir neben der Maschine stehen, an der das gemacht hat. Und sie wollte eigentlich, ja, religiös gesehen ein anderes Begriffnis. Da war aber Diskussion, dass das nicht ihr letzter Wunsch war. Die einen haben ganz viel gekrascht, die anderen haben gar nicht gekrascht. Und dann ist schon so die Frage, oh, wäre dem du ein Mensch, der Männer wert, weil er Männer kriegt. Und es war einfach viel zu viel Information auf einem Cope. Also Gott sei Dank sind wir mit ihrem verbliebenen Jungen, sind wir noch ruhig bei mir gewesen. Das war dann aber ein schöner Moment, mehr für mich ist es zum Beispiel mehr shaggy, weil mehr Druck aus der Situation rauskommt. Und auch du betonst ich einfach immer, ich fand, du musst jederin Dieren nutzen können, für zu sagen, hey, ich klamme nur ein raus und ich komme zurück und ich weiß, dass ich nicht jugiert gehe. Ich fand noch an einer Gesellschaft, die ziemlich individualistisch ist, könnte das Kollektiv teilst du auch zu kurz. Und ich kann mir vorstellen, dass es da Gesellschaften gehen, die viel mehr verwurst sind oder auch, wo die Leute mit kleinen dir verwunden, wo du vielleicht etwas ganz anderes kann zustande kommen. Wo es vielleicht auch mehr einfach ist, die Trauer während einem Begräbnis oder während dem Ritual auszudrücken. Ich weiß, dass heute zu Lützeburg an unseren nordischen Ländern viele Leute für ein Begräbnis bei den Doktor gehen, für sich Beruhigungsmittel, also Benzodiazepinen verschreiben zu lassen, für dann sicher zu sein, dass sie nicht während dem Begräbnis zusammenbrechen oder nicht so viel kreischen und für sich zu sagen, okay, ich schule die Pille an, da kann ich da doch irgendwie verstehen. Was ja eigentlich schon, ich finde nicht so verrückt, dass mir, also ich fand, wenn sich für Psychopharmaka entschied und es aus dem Moment das Richtige für ihr selber und möchte ihn das begleiten mit einem Doktor, fand ich, als das absolut legitim. Wenn man gesellschaftlich in eine Richtung geht, wo, wie soll ich das sagen, wo du selber Medikamente hältst, weil du meinst, es wäre nicht schicklich, den andere gegenüber, wenn du nämlich abgehalten kannst, mit kreischen. Ich fand, dass das immens weit geht. Also, dass das. Aber wie weit kriegst du das auseinander differenziert? Das just von dir zu spüren, genau raus zu sortieren, okay, dass du hast den Druck, der vorbei könnt. Also, ich muss um den Bumi denken, sie hat erzählt, dass ein Doktor irgendwie gesagt hat, dass das beste Medikament einfach leckt mich am Arsch. Und ich weiß, das klingt immens salopp. Und das klingt vielleicht auch egoistisch, mit das nicht so gemeint. Ich meine, das wirklich so die Message von, du darfst nur bei dir sein, du darfst dich spüren. Aber wenn du dich bei dir gespielt hast, kannst du auch am besten auf die anderen Leute durchgehen. Wir hatten noch ganz viele andere Sachen auf der Liste, also von Sachen, die wir auf Instagram geantwortet haben. Hast du irgendwie an der Liste, die wir an 200 Leuten haben, etwas, was dich auch besonders beschäftigt hat, was dir an dann gefallen ist? Ja, was mich ein bisschen schockiert hat oder beunruhigt hat, als das paar Leute gesagt haben, ich will nicht einen Panikattack nur der andere oder das verdrängen. Was ganz legitim ist, jeder einem Singen ist mir, was für mich aber nicht so gesund klingt. Du musst ihn aber sagen, dass viele Leute gesagt haben, dass sie kreischen, auch noch so lange kreischen, bis nicht mehr raus können, und dass das ihnen gut geht, dann so irgendwie erleichtert. Das aber auch viel über
Kunst geschwat gin ass an Fi allem iwwer Musik. Dat Musiklauusterin hëlle verkan, dat och wann der fläche Prozess ass den en ger erläng mëcht oder erläng mache muss en sech trotzdem kann Hëlfsmitteln hunn op der laste Literatur, so dats der Musik oder aus Erfahrungsberichte oder vielleicht sogar aus einem Podcast für dann aber nicht komplett allein zu sehen. Und sind dir noch Sachen, an die Lust aufgefallen ist, die gängs benennen oder aufrufen? Kommen op der Zreck wat du genannt hast, bei dem neicht vielen Panikattacken auf verdrängen. Also dir sollt war mal so mir fand dat beunruhigend erst net jugéiert vielen du ich mein, das echt wann de Sachen ganz weit ausgeprägt sie lang ausgeprägt sind trifft dat echt dazu wat den Edi für Droge so wird nämlich da sind sie sterf sich mir grad zum Beispiel an dem Moment von ich viele neicht. Du fand ich mich ganz gut rum, weil ich bis lo en Kolleg durch Suizid verloren hun an ich muss so es sind dat gewurgin an plus mir den do de modernen Zeitalter sind dat iwwer Twitter gewurgin. Schon den Twitter Massagekret hast du den Tweet gesehen an net war fir Mch. Ich finde dat net verstanden, dat man net an de Kamera gegangen hun hunnech immens vielen Leute, die dat Retweet hun Massage geschrieben, wo könnt die Information hier? Wen huet dat bestätigt, ass dat konfirméiert, huet en Doktor oder Poli oder so dat gesot. Dat hat mal den Moment gedauert. An ab dem Moment, wo konfirméiert war Familie huet gesot ja et ass geschiet. Schon mech wéi betäubt gefilt. Ich war nicht et war wirklich ich hat mengene Spal 2D so es wie eng Folleg iwwer mal. Ich hat so gut gefilt, ich gif nimi richtig gesinn an verdrehfir menggen an und war so wie wann eng total Blockad do wie. An dat huet e moment gedauert, also ich wollt kreischen an ich konnte net. Ich mengen et huet 1, 2 oder 3 Dch gedauert bis dat losgegangen ass. An du können auch Panikattacken drinnen fallen an schon gemerkt schon mal die Zeit miss losen an dann muss gucken wenn geht de knut las an ich fan muss dafür sich gucken van de knut gonimi las geht dann kann ich so in Hai kann den een oder anderen probieren man taste wat mir vielleicht dem Moment helfen kann an da könnt dat greifen weil du gerade positiv betont ist nämlich Tanzen, schreiben, zeichnen. Dat ist mir dem Job gefallen, dat wollte ich noch freuen, Eli, mir hun viele Antworten gekriegt, die direkt mit Konfrontation, man Verlust zu denen hun, und dann haben wir aber auch Sachen, die von der Todesthematik gemeinsam wasch gehen. Da denen das ganz nur drin, und das andere sind 10 Schritte zurück. Wie schätzt du das an? Ich fand es wichtig, offen zu sehen, an sich zu sagen, okay, ich traue, wie ich will, und du trauerst, wie du willst. Und oder so, okay, mal draufschwätzen an etwas, was dem einen vielleicht gut geht, dem anderen nicht gut. Du gehst nur so und du gehst kein richtig oder falsch Art und Weise zu trauern. Es gibt natürlich Sachen, die ich nicht rekommandieren, wie zum Beispiel ganz viel Alkohol trinken über eine lange Zeit, was vielleicht zu einem Alkoholproblem kann gehen oder so sehr wie Substanzen oder Drogen holen für aus der Realität komplett zu flüchten oder so Sachen machen, die aber ein Risiko für sich oder in andere sind. Du gängst vielleicht eine Grenze ziehen. All die anderen Sachen, wenn nicht helfen kann, umso besser. Wenn nicht, gut, dass du probiert hast. Und ich meine, das sieht darin auch nicht. Wir hatten bei Instagram eben auch gefragt, ob Traditionen wichtig sind bei der Trauer. Wir hatten natürlich schon ein bisschen geschnitten. Und du Hund Leute sich stellt ja schon für die Licht für, also sie wollen nicht bei 50% dann damit kommen. Das ist mir, das hat eine gewisse Relevanz für ihr. Also aber nicht das Allerwichtigste bei der Trauer. Und auch du kriegst meine Antwort darauf von einer Person, die sieht, du kannst ja eine Zeremonie aufhalten, mit die muss nicht also streng kirchlich sind oder streng und eng spezifisch Religion gebunden sind. Der jeder das auch so organisieren wie will. Ich kann mich erinnern, dass
bei enger Freundin, wo ihren Assistenzhund gestorben ist. Und das war eine ganz enge Relation. Sie, ob hier aderweis dem Hund Adi gesucht tun. Und ich hatte eben auch schon einen Mensch verloren, mit dem ich wirklich so die absolut nerdig Diskussionen über Musik verbunden habe. Also ich weiß nicht, wie krass mir als gegenseitig daran ergötzt, wie froh mir konnte sie, wenn man gut Musik gelauscht hat. Und verschiedene Leute können das deplaciert fanden, also es gab verschiedene Trauerphasen und es gab die eine nicht, wo ich mit einem anderen Kollegen, den auch das musikalisch mit ihm verbunden hat, haben wir getanzt. Wir haben wirklich einfach getanzt und wir sollten hey, Migilo auf dem Abend so tanzen, wie wenn hin dabei wäre. Und schon am Tanzen gekrascht, aber das ist etwas losgegangen, körperlich. Und du haben andere Leute auch in der Sache geantwortet. Verschiedene Leute geschrieben, dass Yoga ihnen hilft. Dann der Trauer eine andere Person hat geschrieben, ich habe angefangen mit Reiten. Und das wirkt auf den ersten Blick vielleicht so, hä, was tut das denn mit Trauer zu tun? Aber ich meine, das hat ganz klar etwas mit Selfcare zu tun. Und Selfcare ist, meine ich, ein von den wichtigsten Elementen an der Trauer überhaupt. So mal wat für allem wichtig ist, als für sich Zeit zu losen, zu trauern und für das auch so zu akzeptieren, wie es könnt. Und du nicht zu gucken, okay, wie man die anderen, wie soll ich das machen? Mir wirklich sich zu fragen, was kann ich machen, was geht mir gut, was kann ich machen, für das irgendwie zu verschaffen. Also vielleicht noch zu Freiheit zu verschaffen und will ich als mal im Schnitt mal auseinandersetzen und probieren einfach weiterzumachen. Das ist auch komplett legitim. Ja, und wirklich einfach auf sich zukommen zu lassen. Und ich habe viel über Todesannoncen noch gedurcht. Also Todesannoncen sind ein großes Thema zu Lützeburg. Scheinst du machen die Leute sogar Witze, dass Lützeburger Wort just nach Kauf geht, wenn es eine Todesannonce. Und das ist... Und ich kenne definitiv Leute, die das doch machen. Naja, ja, also es sind schon viele Artikel darüber analytisch geschrieben gehen. Also das hat wie ein Witz geklungen, aber das ist effektiv ein seriöses Thema. Ich habe mich immer gefragt, so bei Todesannoncen sind für mich ein großes Thema, was das für eine Gattung für sich selber ist, und auch Beileidskarten. Hast du Sachen, die dich da verbannen? Hast du schon Todesannoncen gelesen über Leute, die du kanntest, wo du gedacht hast, du hast nicht so treffend, das soll dir nicht so sagen, oder wo du froh warst, die Todesannonce, wo du froh darüber warst, wie sie verfasst war, weil sie so treffend war. Hast du da Bezug dazu oder ist das nicht? Ganz ehrlich gesagt, schon du gut keinen Bezug dazu. Ich fand die mich doch immens kitschig. War mir auch nicht bewusst, wie da ja die sehen, dass ich wirklich muss gucken, okay, wie viel Suche will ich dafür ausgehen, und wie viele Zeilen kann ich mal lesen. Und ich fand auch echt wie unfair, weil es so viele Formen von Trauer. Und Trauer ist ja nicht mehr mit dem Tod verbunden. Und das ist einfach so, dass in eine Trauer durch eine Todesannonce kann ganz öffentlich an der Zeitung ausdrücken. Das ist einfach okay, meine ich, die gegen eine Annonce machen wollen mit seiner Partnerin oder seinem Partner Schluss ist und das gerne ausdrücken und vielleicht Fotos von der Beziehung will an Zeitung setzen, für das die anderen doch mitkriegen und du wissen. Das ist mir gerade angefallen, das stimmt nicht komplett, weil wenn ihn bestört, dass es eine Schäde lässt, das kann ich darum an Zeitung schreiben, weil das ja etwas ist, was auch mehr legitim ist und es ja dann noch erlaubt ist, die Leute mitzuteilen, dass das nicht mehr der Fall ist. Aber als Beständnis an Schädigung die einzig legitimerweise für eine intime Beziehung zu führen. Das Preisalo geschwar, das auch enge Erfahrungen, die ich effektiv gemacht, also schon eng selber an Auftrag gehen an den Text dazu geschrieben, an mir hun zu 15 Leute zur Summe gedurcht für die zu bezahlen. Und ich denke mal, bei uns war der Theolo, weil man eine Annonce als Kollege wollte machen, mir ich denke nur immer unter anderem auf Familien, die sowieso finanziell einfach, also wie teuer denn das ist ja auch ein großes Thema. Wie teuer das dann ist, wenn du andere Mathe willst, dass du gerade verloren hast, dass du dann da einfach ein paar 100 Euro auf den Tisch legst für ein paar Quadratzentimeter an einer Zeitung, das ist schon
heftig an die andere Erfahrung, die ich gemacht habe, das ist, dass ich, weil eine Künstlerin eine Musikerin zu Lützeburg gestorben ist, also bei der ich Unterricht hatte, mit der ich auch einfach als Künstlerin extrem respektiert habe, dass ich hier einen Anruf geschrieben habe. Die musste ich das bisschen so vorstellen, in der Redaktion waren eben große Akteure aus der Kultur sterben, da wird natürlich auch geguckt, wen aus an der Redaktion den am meisten über die Person weiß und eventuell versichern kann, du etwas Zutreffendes zu schreiben. Und ich hatte den Job noch nicht lang und ich schon eine Woche gebraucht. Und ich war sogar, weil ich die anderen Texte von den anderen gelesen habe, war ich immer so, ich war jeweils Rose, weil ich gedacht habe, oh, das hat nicht so getroffen. Und plus ist die Person eine Krebs gestorben. Und da war ich immer Rose, wenn irgendjemand geschrieben hat, dass der Kampf verloren, weil mich der Begriff so unmussig Rose mischt. Weil ich fand nicht, dass du verlierst. Und ich fand, dass allein der Fakt, dass du kämpfst, eine riesige Rolle spielt. Und ich will nicht, dass so Leute als Verlierer durchgestaltet gehen. So, du sind bis Rose, pardon. Und ja, und dann habe ich eine Woche nur gedacht. Und ich hatte schon den du geschrieben, ich meine, schon noch nie so lange einen Text gesehen. Und ich hatte selber eine schreckliche Angst, weil ich picke Leute zwar gerne mal Texte, mir nur rufe, als nicht wusste picke will, sondern das war auch gar nicht meine Aufsicht. Und ich hatte schreckliche Angst, dass die Familienmembern vielleicht aber ich und das nicht gefunden zutreffen fand. Vielleicht auch, weil sie eine andere Vue hatten, ob hier durch oder ob hier Mom, wie ich das hat. Und es sind eigentlich ganz lange am Nachhinein gewusst gehen, dass der Pap von der Person sich gefreut hat über den Text. Und ich muss ehrlich sagen, ich war so erleichtert, weil ich schon den Mann nie gesehen habe, schon den gar nicht kannt. Und ich war aber irgendwie froh, dass an dem Text es wohl irgendwie so war, dass sein Durchstand am Menge sich aber überschnitten haben und dass du der Person einfach textlich gesehen nach ein respektvoll Adi so kannst. Aber ich fand, dass es, wenn ihr gern schreibt, trotzdem, dass von denen kompliziertsten, emotionalsten Bereiche, die gibt. Wir hatten Theolo Fiedro schon ein Jahr kurz angeschaut, gibt natürlich nicht just die Trauer, die mit Tod zu tun hat. Es gibt noch ganz viele andere Sachen, über die kann traurig sein. Ob das Sachen sind, die ihn direkt betreffen oder nicht, du liest Nachrichten und verspürt ihn eine Traurigkeit für etwas, was viel mehr weit vor ist, wo es vielleicht um Leute geht, die ihn gar nicht persönlich kennt oder noch nie getroffen wird, wo ihn sich aber sieht, oder das ist immens ungerecht und das macht mich so traurig. Ob das mit Krieg zu tun hat oder mit so Gewalt und Ungerechtigkeit auf einem politischen oder strukturellen Niveau. Eine andere Form von Trauer kann eine Trauer sein, die ihn verspürt, wenn ihn lange an einer Beziehung war und ob einmal Schluss ist. Egal, ob das eine Entscheidung war, die ihn zusammen getroffen wurde oder wo die eine oder andere Person entschieden hat, die Beziehung nicht mehr weiterzumachen. Das kann eine Trauer sein, die je nachdem wie sogar mehr stark ist, wie wenn eine Person verstorben ist. Wenn ihn zum Beispiel an einer Beziehung war, die eine gewisse Zeit gedauert hat, mit einer Person, die einem immens nah war. Ja, und ich fand, du kannst ihn auch von Verlust schwätzen. Verlust an fand ich auch ein ganz flott und interessant Wort, weil es sich aus Ver und Lust zusammensetzt. Und ich fand, das beschreibt auf jeden Fall mal, wie ich Trauer spüren, ganz gut. Der Tisch, der den durch Trauer auf verschiedene Sachen einfach keine Lust mehr hat. Genau, und du hatte man bei Instagram erst auch eine Frage gestellt. Da war ich zum Beispiel gespannt, ob da als Rose wird, dass man das für Frauen und die hat das nicht gemacht. Wir haben erst gefragt, wie hat Trauer schon mal Einfluss auf dein Sexleben? Und ich bin erstaunt über die Statistiken, mit 79% von unserer Nullausstrahlerschaft hat gesagt, dass das tatsächlich so ist. Und just 21% haben nie geantwortet. Du kennst Leute gehen, die so, oh, mir das ist ja aber bald schon mal wie gut, wie kann ich dann in der Phase von der Trauer
überhaupt du sagst denken an ich mengen dat verpasst bisschen Wirkung von sagst die sagst kann hun wie gesagt du dat Ich fand der denkt rum ganz vom Mensch selber an wat dem Mensch grad brauche wat dem wichtig ist Sex kann er besinnen wat engem gut geht weil vielleicht auch auflenkt an wat der kann die Mittel sind da den zurückgreift für sich dann aufzulenken oder vielleicht zu fannen die vielleicht nicht direkt an einem singem Lehrwe sinn an wohin auch nicht muss ich wat die Trauer schwatzen an der Hinsicht kann net auch in den Punkt op Sexualität tun der den effektiv dann méi Sex huet oder mat Mailight Sex huet der andererseits huet Gefühl von Trauer aber definitiv in Impact op Libido an op sexuell Lust genau wie dat bei Depressionen Oras einfach wann sich traurig oder krank spielt wo dem Mann Lust an ich mein das auch wichtig zu so dat ganz okay ist an dat ist du auch so zeitlos sind bis die Lust rum könnt oder einfach op die Körper lauscht drin an sich auch nur nicht wie forsäiert vielen etwas zu machen wo dann kein Lust drauf hat ja grad wann den kein Lust huet eben noch dat jeweiligen Sexualpartner oder Sexualpartnerin derfen eben noch zu soen also da sind da se et kann sinn dass dat dem moment lang net stattfanne werd schon auch iwwer Matlied no gedurcht also Beileid Matlied Empathie kann ganz no bei Neeleiie kann ganz weit aus Neeleiien Mikrote vun als Nullerstrainnen an Nullerstraa geschrieben dass het Momente gin an denen sie dat gur net aushalen also wo se auch so en ich will dat net ich refuséieren dat gen andere die dat brauchen net hun da geschrieben dass Deel von ihrer Trauerbewälschung de wir andere Leute ze hëllefen ja an kannst du mal so wiest du zu dem Thema stehst an du nur verroden ist dann auch für wat mein safe word dat war wat dat war da gi man der Pizza op de Grund Dich persönlich jemand Chef von tun als dat viel von Menge Kollegen ob Begriffnis von Menge Mam kommen sehen weil ich morgen nicht unbedingt erwartet an auch wirklich für Sto waren ohne lo Matlied zu fehlen der Tisch auch nicht zu so oh, nee, den Armen was sind einfach froh dat ich nur an der Situation sehen Matlied wird immer so etwas vom Vergleich und ich fand das etwas was sehr kann verbottert gehen auf der anderen Seite Empathie an Beileid also einfach zu wissen okay der Person geht es nicht gut komm ich gucke mal was ich vielleicht für die machen kann oder auf jeden Fall probieren schon präsent zu sein für falls die Person etwas braucht also auf der anderen Seite etwas wo es sich vielleicht echt da gestärkt oder unterstützt fehlt wo es sich nicht allein fehlt das fand ich war ganz schön gefühlt wie soll ich dat so du kannst eng Dacken iwwer de Mënsch leen fir dat zo gedeckt ass an sech net kalt beim Schlufen du kannst aber auch so viel wie wann de in an den Schlufsack muss an de Schlufsack da ganz fest so zieht bis hinner an ich fand neben immer dass selber net Kuvertür der brausche fir se Kollege oder die Mënsch dem en Unterstützung will gi mir de selber will froh wie willst du zugedeckt gehen aber das den Lieblingsdecke an dummer kommench Zreck op mein Safeword, wat ich bis du net verwandt hun hun 4 Joer, wo so gefangen hun hauptberuflich zu schreiben, eng Situation gehabt, wo ich mat älteren Interviewe gemacht hun, die hier Kanner verloren hun. Das Bereich hat leider nicht so viel konnten uschwätze mir viel von Alter potenziell Suizid Accidenter also weiter geschwar mir leider gehen nicht auch einfach Familien wo kann hier ältere die verlieren und das auch ein ganz komplexe Bereich und ich wollte darüber berichten 100 Menschen geschwar und schon Martine geschwar wie sie Normalität präpariert für hier Kanner. Also wer an so einer Ausnahmesituation wusste zum Beispiel eben auch vieler Klinikebars oder weißt, dass der kann sogar von der Klinik nämlich Heimwert kommen, weißt du in Deal Normalität probierst zu schaffen und ob da die überhaupt noch möglich ist. Du mal lange darüber geschwart
Und da war eine Person, die hat erzählt, dass ihre Fils den Teenager war, der Pizza gegessen hat. Also sie hat ihm dann an die Klinik seine Lieblingspizza gebracht und ich meine mich zu erinnern, dass sie sogar erzählt hat, sie hat damals noch so einen CD-Player, so kleine Gattoblaster gehabt, dass sie hatten da seine Lieblingsmusik gelauscht, also sie hatten eben die Pizza da gegessen und es hat auch keinem darüber diskutiert, ob die Pizza da gesund ist oder nicht gesund ist. Mir war einfach, hey, das ist der Lieblingsessen an mir frupselo hai eng Pizza. Naja, und ich schon das immens beeindruckend fand. Und ich fand, dass das ein schönen Lebensgest von der Mom war. Naja, und dann habe ich müssen einen Titel für den Artikel sichern und dann habe ich als Titel gewählt Pizza am Sterbebett. Und es war so, dass die Leute, die ich interviewt von den Texten dann sollten lesen und gucken, ob sie mit ihren Aus- und Nachverstanden sind, so wie sie dranstehen. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, das Feedback können wir irgendwann einkriegen. Und dann hat es gekracht und du kommst zu einer ganz negativen Diskussion. Und der Projekt hat gesagt, nicht nur von der Person selber, sondern auch von den anderen, die ich interviewt habe, das wäre mal gut. Und ich war so erfreut, weil die Interpretation so weit weg war von meinem eigentlichen Ursprungsgedanken, nämlich der einzelne Mann, wie soll ich dazu nicht ein Denkmal willen zu stellen, aber ich wollte mit dem Titel, ich wollte auf hier, dass ich die Gest von der Frau so schön fand und das total an die andere Richtung ausgeachtet. Und dann habe ich gemerkt, an der Kommunikation, du kannst also so gut teilweise das einfach mengen, da läuft man nicht Wille sehen und es passt einfach eins du nicht. Und du kannst aber du nirgendfachen, aber wenn du nirgendfachst, da musst du, auch wenn es schwer fällt oder dass du das am Anfang noch nicht verstehst, musst du auch durch einen Schritt zurückgehen und so dem schrecklich Lied. Ich war vielleicht viereilig, ich habe vielleicht einen Spruch gewählt, wo man es nicht an der Mitte getroffen hat. Und du musst so tief durchatmen und dann obenseits versuchen, die Kommunikation ernst zu führen. Und das ist manchmal, das lässt sich kurz zusammenfassen, an dem gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Also seitdem, es war natürlich eine traurige Erfahrung für mich, die mir leid getan hat. Mir ist schon dadurch immens viel gelernt und ich muss der Madame hautnah merci so dass sie sich aufgeregt hat. Ich wollte nicht, dass sie sich aufregt, mir das gut, dass mich einfach gerüsselt hat und ich dadurch auch auch nicht vorsichtig gesehen habe. Ich muss der Frau, ich weiß nicht, ob es das hier lauscht, mir falls sie das hier lauscht, wie gesagt, mein Respekt für ihr und noch die anderen aus der Organisation, den das bis heute, also aus der Respekt ganz hoch. Und ich bin froh, dass ich mit der zusammen davon dir verlieren. Das ist ein schönes Beispiel. Und ich wollte noch auf ein ganz anderes Thema kurz zurückkommen, und das wiederum mit Trauer und Sexualität zu tun. Es gibt verschiedene Leute, die beim Sex oder beim Orgasmus traurig sind und vielleicht sogar beim Orgasmus aufhängen mit Kreischen. Und ich wollte es nicht kurz sagen, das ist ganz okay. Den Orgasmus, genau wie du vorhin gesagt hast, wie Tanzen oder Reiten, also etwas ganz Körperliches, aber vor allem mal teilweise an der, also etwas, was ziemlich stark ist. Und das kann auch Emotionen freisetzen. Ja, das ist ja sogar interessant. Also ich fand das bis heute spannend. Den Orgasmus wird ja sogar den kleinen Tod genannt. Also das ist poetisch, tragisch, spannend. Ich kriege noch nicht ganz aussortiert. Ich muss es vielleicht auch noch nicht. Gut, dass du dann auf Sexualität zu schwarze gekommen bist. Mir ist letzten Aspekt aufgefallen, den ich mal an meine Noten abgeschrieben habe. Es gibt ja den Begriff von der Fausse Couche auf Französisch. Ich fand ihn ehrlich gesagt schon allein, dass ihn das so nennt. Wenn eine Person ihr Kant verliert, das dementsprechend ja dann nämlich liebig auf die Welt kommt, das ein falschen Accouchement zu nennen, fand ich so grausam, eklig und unzutreffend. Vor allem, weil ich mittlerweile viele Leute an meinem Alter noch mehr jung kennengelernt habe, die ob manst an Cour de Route von ihrem Kanner kriegen, ein Kant verloren. Das viel mir ewig, wie ihr merkt, es gibt ganz oft in der Gesellschaft nicht darüber geschwärzt. Und ich fand auch du könnt ja eine Trauer potenziell mit ans Spiel, weil du einfach einen Mensch verlierst, den du sich noch nicht kennenlernen kannst.
Und ich fand die Trauer kriegt ja auch mir Platz, und Leute kriegen mehr Gefühl, dass sie dürfen traurig sind an ihr Gefühlerweise, wann nicht du draußen auch die Offenheit gibt. Und ich wünsche mir das am großen Ganzen bei diesem Sujet, ich wünsche mir auch für Menschen, die keiner verloren, dass du wirklich das einfach sich noch verändert und dass nicht Mammen irgendwie Gefühl, sie müssten durch Heischlichtungsmaschine sind, die sie wirklich Fragen, die mir gesucht haben. Ich habe mich so oft gefreut, ob ich schuld bin, ob mein Körper falsch ist, weil ich es nicht fertig bin, von das kommt, die ganze Schwangerschaft über Leben zu erhalten. Und ich fand, dass sie Gedanken, die müssen dich doch so zerfrießen, wenn sie zu weit gehen. Und ich will, dass die Leute, ob man wissen, dass wir vom Podcast so, nee, das ist nicht er schuld und die hat Recht traurig zu sehen und die hat auch ein Recht darüber, dass er das Umfeld das akzeptiert und im besten Fall für Stoß, wenn er so weit kommt. Man lädt ich merken, dass ich heute ein bisschen am Plädoyers-Modus bin irgendwie. Also ich hatte auch manchmal bei keiner Sendung so oft einfach Grummeln am Mund oder irgendwie Tränen an den Armen schmengen. Das ist ein ganz emotionelles Thema. Ja. An dem nächsten Atemzug ging es dann noch gerne bis über einen freiwilligen Schwangerschaftsaufbruch suchen. Das nicht, weil ihn sich entschied, eine Schwangerschaft aufzubrechen und auch vielleicht die Chance hat, das können zu machen, da den nicht auch du kann einen gewissen Trauer danach verspüren. Und das ist auch okay, für du noch traurig zu sein, an der dir wie noch. Und ich meine, das ist ganz richtig und ganz genau, wie du gesagt hast, du geht an der Gesellschaft, eben weil den Tabuthema leider noch ist und wahrscheinlich auch für eine Zeit schon noch bleiben wird, gibt an der Gesellschaft auch nicht viel Gehör und nicht viel Akzeptanz dazu, für die Trauer können auszudrücken. Und ich gebe so, wenn du okay dabei bist, kann ich gut damit kombinieren, gebe ich als allerletzter Punkt an einer von unseren definitiv längsten Sendungen, die wir je abgeholt haben, gerne aufschließen mit so etwas wie, ich fand, Best Practice das klingt viel zu viel Business-like, das soll ich nicht sehen, mehr pur ganz klein an dus Tipps für das Ganze aufzuschließen, weil die Leute mal auf den Weg gehen. Wohl wissend, dass jeder das subjektiv soll machen, aber ich meine, dass es auch kleine Aufgabe gesellschaftlich gibt, die dann eben Kommandium mal genannt, unter anderem das mit Raum schaffen für Themen, Raum schaffen für, dass man das nicht hierarchisieren. Wie gesagt, also ich fand, dass eine Frau, oder eine Person, die effektiv sich für Schwangerschaftsaufbruch entschieden wird, dass sie genauso recht wird zu trauern wie eine Person, die ihn durch Suizid verloren hat, wie eine Person, die einen Hund oder ihr Urgroßbumi verloren hat oder die Eltern. Also da sollte man nicht irgendwie aufhängen, das zu staffeln und zu sagen, du darfst nur mehr, du darfst nur Männer. Dann haben wir aber auch noch sogar Tipps von unseren Nullausstrahler gekriegt. Eli, hast du da einen Schirm zufällig? Etwas hat mir ganz gut gefallen, als einfach Trauer nicht zu hinterfragen und sich auch Zeit zu lassen, Trauer zu fühlen. Was ich auch ganz schön fand, ist froh zu sehen, dass die Person ein Teil im Leben war, dass die Chance hat, die Person kennenzulernen, in Teil vom Leben mit der Person zu gehen und auch einfach, dass Trauer auch kann an eine gewissen Dankbarkeit übergehen. Das finde ich auch ganz schön fand. Vor allem als das, also ich habe für mich an den Eli die Sachen rausgeschrieben, die da jetzt bei Instagram gesucht hat, an die Antwort mit froh zu sehen, dass den anderen umgeben war, weil durch Zufall die Last, die Jean Lust geschrieben haben. Und dafür will ich der Person, die da drauf geschickt hat, auch merci so. Natürlich auch all den anderen, ich fand die Attitüde von froh zu sehen, dass den anderen do war, die aus konfessionsunabhängig und so weiter, das in jemand gut Bindeglied kann es sehen zwischen uns alle gut, egal wer lang oder wer am Kollektiv man trauern wollen, dass irgendwann der Blick oder der Spot darüber geht, schon zwar verloren, aber den hört mal ein gehen für drin. Und ist die Frau, der Person,
gekannt haben. An mir kommen so los und dann von dieser Sendung an für aufzuschließen, wollte ich gerne ein Zitat vorlesen, was mir selber gut gefällt und was die Schriftstellerin, Poetin auch in einem Kontext geschrieben hat, über den wir mal ein bisschen geschwatzt haben, geht Tilde Domin. Und Tilde Domin hat den Satz an einer Zeit geschrieben, kurz nach dem Tod von ihrer Mom, wo sie, wie sie sieht, an einer ziemlich steifen Krise war und sich ziemlich allein gespürt hat. Und der Satz ist, ich setzte den Fuß in die Luft und sie trug. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Ich war auch kurz ruhig, das kann den nicht so von mir, weil ich wirklich schön fand und schon mal das so bildlich vorgestellt. Ich denke, dass es so ein schöner Satz nicht beizufügen gibt. Dafür so nicht dem Eli Merci, dass den als Aufschluss Gedanken als mal auf den Weg geht. Wir wünschen euch eine interessante Zeit mit dieser Folge. Wie gesagt, das ist legitim, wenn das an Etappe gelauscht hat, wenn das irgendwann nachher gelauscht hat oder wenn da auch irgendwann gestoppt hat, weil der erst zu viel war. All die Wehe waren okay. Es sind immens froh, den Velo mit Eli zusammengegangen zu sein. Ich sage da vielmals merci. Du hast mal nach Plädieren abgemacht, du hast viele Sachen genannt und die ich gar nicht gedurcht hat und es war agreeabel am Respekt mit dir zu schwätzen. Das fand ich auch so. Vielmals merci an. Merci also nur Lauscherer. Bis geschwind. Ist geschwind. Ein gut froh. Gut gefroht. Ein gut froh, wat aus Stealthing. Stealth könnt aus dem Englischen an hier so viel wie heimlich oder hannerlichtig. Stealthing ist, wenn eine Person mit Penis das Kondom ohne das Verständnis und ohne das Wissen von der anderen Person forthält oder nicht benutzt. Stealthing ist eine Form von sexuellem Missbrauch oder auch nach sexualisierter Gewalt. Heimlich kein Kondom zu benutzen, missbraucht das Verständnis von der anderen Person, überschritt aktiv aber bewusst hier Grenzen, aber bricht hier Vertrauen. Auch signifikant physische Konsequenzen, wie sexuell übertragene Krankheiten oder eventuell eine ungewollte Schwangerschaft, spielen hier eine wichtige Rolle. Für was geschieht Stealthing? Verschiedene Personen, die Stealthing machen sollen, wird Kondom unangenehm oder sie hatten einfach lieber ohne Kondom Sex. Me leider leidet aber hier nicht an persönliche Präferenzen oder auch nicht an fehlenden Informationen über sexuelle Gesundheit, Konsens, wie Kondome kann benutzen, dass sie sich gut oder sogar sexy fühlen, mit der richtigen Größe und dem richtigen Umgang. Nee, Hannah Stealthing steht den Lustgewinn durch Hanagoen und durch den Missbrauch von der eigenen Machtposition. Es geschieht leider auch häufig, dass Personen, die diese Form von sexuellem Übergriff machen, sich nur auf Foren oder auf sozialen Medien darüber bratzen und mit anderen darüber austauschen. Darum merkt ihn, es geht darum, aktiv Vertrauen von einer Person zu hanagoen, ungleich Machtpositionen auszunutzen und einer Person zu schulden für den eigenen Pläsier. Wen und wie viele Leute sie betrifft. Betroffen sind alle Personen, die vaginal oder anal penetrative Sex an der empfängender Position haben. Meistens sind das Frauen bei Heterosex und Männer bei schwulem Sex. Wie oft Stealthing geschieht, kann ich leider nicht so genau sagen, weil es keine Statistiken gibt. Aber das Praxis wird in den letzten Jahren immens zugeholt, für allem, wenn ihr Dunzuhl von Artikeln und anderen Online-Quellen dazu guckt. Es ist schon bald ein Trend gehen. Auch Kondomfutti machen, bevor ihr nicht benutzt, fällt in das Stealthing. Und dass die Person, die das Kondom unduen, sich aufhängig weigert oder probiert zu verhandeln, ist leider auch eine Erfahrung, die schon viele Leute machen. Dafür ist es notwendig, dass wir über sexualisierte Gewalt und über Stealthing schwätzen. Dass wir als Definition für sexualisierte Gewalt mehr groß machen und schwätzen darüber stigmatisieren. Für das Personen, die von Stealthing betroffen sind,
sich wohl genug spüren, von ihrer Erfahrung zu zählen, und keine Angst müssen haben, dass sie nicht echt geholt gehen. Was kann ich machen, wenn ich von Stealthing betroffen bin? Für das erste Mal soll dem mit Freunden drüber schwatzen, sich emotionale Unterstützung sichern an ein Up and Over, wohin sich sicher fehlt. Dann könnte es eine gute Idee sein, ein Rendezvous beim Doktor oder beim Gynäkolog zu machen, für eine Untersuchung oder auch einen STI-Test. Mehr zu sich zu sexuell übertragbaren Krankheiten testen lassen, fand er an unserer Rubrik How to Stay Safe in Luxemburg. Außerdem könnte doch eine gute Idee sein, mit einer professionellen Person über seine eigenen Gefühle zu schwatzen, an sich Berodung zu sichern. Das kann ihn zum Beispiel am Planning familial machen oder bei Femme en Détresse. Auf unserer Website unter dieser Rubrik findet Kontakte. Leider gibt es zu Lützeburg, während in den meisten anderen Ländern, kein Gesetz über Stealthing. Mehr zum Beispiel an der Schweiz ist ein Mann zu 12 Monaten Prison für Vergewaltigung verurteilt worden, nachdem sie eine Person gestalkt hat. So ein Präzedenzfall geht bislang unsere Recherche noch nicht zu Lützeburg. Wenn einem Stealthing geschieht, kann ihn überlegen, vielleicht bei der Polizei einen Plan, ob wir zu machen. Wir probieren gerade herauszufinden, was die polizeiliche Meinung zu Stealthing ist, und halten ihr hier Laufenden. Wenn ihr einen Plan machen wollt, holt auf jeden Fall eine Person mit auf das Polizeibüro, der da vertraut und der euch unterstützt, sowohl emotional wie auch inhaltlich. Falls ihr zufällig noch mehr zu der legalen Situation für Stealthing zu Lützeburg wisst oder wissen wollt oder auch andere Sachen mit euch teilen wollt, zeigt nicht, ihr bei uns zu melden. Hast du noch Fragen, Antworten oder Anmerkungen? Das schreib uns auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mehr annehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr findet mehr wie Sex auf Facebook, Instagram, sexpodcast.lu oder all gewonnenen Podcast-Plattformen. Mehr wie Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit freundlicher und finanzieller Unterstützung vom CESAS, dem Nationale Referenzcenter für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Den CESAS geht alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.